Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei euch in der Schweiz zur nächsten Folge Hollow Knight. Wir haben direkt mal den Gang ober uns erkunden und daran ich dachte, ich mache mal so ein kleines Päuschen auf dem Bänkchen. Aber ich würde sagen, wir machen uns mal direkt auf den Weg zum Nachschauen, was uns dort so erwartet. Es könnte ja ein Boss sein oder irgendetwas anderes. Wenn wir uns aber natürlich zuerst einmal den Weg freikämpfen. Den wollte ich natürlich auch gerade noch mit einsammeln. Da gibt es auch wieder 2 Taler. Und zu denen sage ich selbstverständlich nicht nein. So, dann müssen wir mal ganz langsam da rauf. Und wenn ich mich jetzt nicht täusche, sollten wir da dann links gehen. So. Okay, da unten wartet wieder so ein riesen Gegner, den haben wir ja schon mal besiegt. Jetzt mache ich mir aber gerade ein bisschen Sorgen, ob ich das noch das zweite Mal anbringen würde. Die Frage ist jetzt, wenn wir es einfach mal knallhart versuchen. Ich würde sagen, let's go. Ah! Oh mein Gott! Wie viel Leben der überhaupt hat, das ist ja nicht normal. Oh, nice! Und der hat also irgendwie gerade noch einen Geheimgang freigeschlagen, okay. Ziemlich speziell, aber gut, dass wir ihn geschafft haben. Ich habe mir jetzt schon ziemlich Sorgen gemacht, dass ich den Böser auf die Kappe bekomme. Oh, schon wieder so ein riesen Ding. Aber dann würde ich sagen, schauen wir uns in dem Fall zuerst mal gerade den Geheimgang an, da oben. Was ich also könnte erwarten, jetzt haben wir wenigstens gerade wieder volles Leben. Oh, das war ein Fail. Oh Mann, da haben wir gerade wieder wenigstens ein Hügel an Taler gefunden. Aber da zwischendurch komme ich leider nicht. Wir haben da gar keine Möglichkeiten dazu, darum schauen wir uns in dem Fall zuerst mal den Gang unten durch nochmal an. Wenn wir da mehr haben, weil da vorne haben wir ja so eine Art Maske. Und die würde ich halt jetzt mega gerne erkunden. Ah, jetzt habe ich gedacht, er schafft es nicht, eine Stufe runterzukommen, Mann, oh Mann. Ich fühle lieber gerade mal noch mein Leben auf, weil ich erwarte eigentlich Schlimmeres. Oh, leider hüpft ja, stimmt. Nice. Wir kommen da schon ziemlich gut vorwärts, unsere Seele ist ja schon fast wieder voll. Also selbst wenn ein Boss kommt, haben wir noch die Möglichkeiten, uns wieder ein bisschen aufzuheilen. Bis jetzt haben wir es ja ohne Tod gut überstanden. Ich mache mir irgendwie mega Sorgen, da weiter vorne zu laufen. Darum schaue ich jetzt erst einmal da oben rein. Weil da vor uns sollte eigentlich das Maskenteil warten und ich befürchte wirklich sehr Schlimmeres. Ah, sogar eher da, weil da könnte wieder so ein... Wie sagt man dem? So eine Barriere oben runterkommen. Nice. Lieber die noch schnell versuchen rauszulocken. Okay, gut. Die Frage ist jetzt, wenn wir es versuchen, oder soll ich nochmal unten dran schauen, ob man dort noch irgendetwas Spezielleres findet? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, da werden wir gerade gröber auf die Probe gestellt, ob wir schon das Spiel genug gut im Griff haben. Gut, da sieht es noch gar nichts aus. Wir müssen in dem Fall dort oben durch und dort hinten sehen wir auch eine Kiste. Das heisst, es wird in dem Fall wirklich ein Bosskampf sein. Und ich habe keine Ahnung, was uns erwartet oder ob wir das überhaupt werden zustande bekommen. Aber das Beste ist, wir versuchen jetzt einfach einmal 3-mal tief durchschnaufen. Da haben wir gerade nochmal so einen Käfer. Versuchen wir den auch gerade mal da noch rauszulocken, dass wir zu viel aufs Mal bekämpfen müssen. So, sind wir bereit? Ich würde sagen, let's go. Ah, da passiert gerade gar nichts. Ah doch, eben schon. Oh Mann, was ist denn das für ein riesen Ding? Was machst denn du? Oh, der schlägt jetzt gerade nochmal aus. Oh, da kommt noch ein Strahl hinten an. Okay, alles klar. Ich will darauf achten, dass jetzt ein Strahl kommt. Jawohl. Das kommt gut, das kommt gut. Versuchen wir da mal einen Seitenwechsel. Oh. Oh, der schlägt jetzt, während er kommt. Okay. Da ist noch etwas Neues dazugekommen, was er da gerade betreibt. Nice, wir haben wieder volles Leben. Okay. Ist es das schon gewesen? Nein, in dem Fall doch nicht. Okay, jetzt dreht er komplett durch. Oh Mann, oh Mann. Bis jetzt heben wir uns eigentlich nicht mal so schlecht.
Ui, ui. Come on. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Nice. Ist es vorbei? Nein, doch noch nicht. Okay. Also Phase 2 haben wir den Fall abgeschlossen. Nein, jetzt schlägt wieder das Bild um sich herum. Schnellstmöglich das Leben auffüllen. Konzentriert bleiben. Konzentriert bleiben, wir sind bis jetzt nicht schlecht dran. Okay. Da holt er wieder sein... Oh! Ich muss immer noch gleichzeitig aufpassen, weil da so Sachverdecken oben runterkommen. Nice! Haben wir es geschafft oder nicht? Come on! Es ist noch nicht vorbei, Jetzt dreht er gerade wieder nochmal durch. Ich versuche mein Leben mal noch mal ganz kurz auffüllen. Okay. WTF? Da hat er sich gerade völlig selber überschätzt und ist einfach das Loch ab. Oh Mann. Ich würde sagen, dann kumpeln wir mal hinten an. Ah, dann müssen wir noch den letzten Schlag reindrücken. Wow, oh Mann. Dass wir das jetzt so gut abgeschlossen haben, das hätte ich natürlich jetzt nicht erwartet. Da sehen wir auch das kleine Biestchen, das sich in dieser Rüstung befunden hat. Und da leuchtet auch noch etwas auf. Ich würde sagen, wir schauen uns das gerade mal an. Betrachten. Wir haben ein Stadtwappen erhalten. Kann ich das jetzt irgendwie nachschauen, was das genau soll sein? Nein, nicht so ganz. Okay, für das müssen wir in dem Fall nochmal auf ein Bänkchen drauf. Und so haben wir den ersten Boss. Okay, das kann man noch so umschlagen. Witzig. Okay. Sehr speziell. Oh, dass wir das jetzt wirklich im ersten Anlauf einfach geschafft haben. Dann hau ich da mal... Oh, Taler, es regnet Taler, wey! Da haben wir uns jetzt wirklich wacker und gut geschlagen, würde ich an dieser Stelle mal behaupten. Aber die Frage ist jetzt, wie komme ich denn da oben dran an? Gar nicht. Ich versuche jetzt nochmal da oben durchzulaufen. Vielleicht hat sich auch irgendwie etwas noch verändert, dass wir da oben durchkommen, weil ich würde gerne nochmal die andere Seite sehen. Vielleicht sind wir jetzt wirklich einfach blöd auf der falschen Seite drauf gestanden. Nein, keine Chance, da kommen wir nicht über. Oh Mann. Das heisst, der Weg bleibt uns noch momentan versperrt. Und daher würde ich sagen, wir haben den ersten Boss besiegt in Hollow Knight. Dann schauen wir gerade mal weiter, was uns da noch könnte warten. Wir haben jetzt ein Stadtwappen erhalten, aber von dem weiss ich jetzt gerade momentan noch nicht mehr. Und da drinnen kann ich auch nicht... Nein, da kann man nur Controller einschalten, sonst würde ich jetzt nicht sehen, was uns das noch bringen würde. Da haben wir einen Pfad mit Feuer, da unten habe ich noch einen Schalter zum Umlegen. Ich würde sagen, das machen wir noch ganz kurz. So haben wir den Weg in dem Fall freigeschaltet. Alles klar. So haben wir den Weg freigeschaltet, dass wir einmal geradeaus durchlaufen können. Was wir, wie es aussieht, vorher haben nicht können machen. Dann würde ich sagen, wir kämpfen uns jetzt mal den Weg da drauf frei und schauen mal nach, was... Da hat es ja mehrere Schädel, die da umeinander liegen und Laternen. Okay, da hat es irgendeinen Eingang, aber sonst nichts weiter. Also ich würde sagen, wir machen uns direkt einmal in den Eingang rein und schauen nach, was da los ist. Okay, eine komische Frau. Ich will jetzt mal als Frau einstufen. Es könnte natürlich auch ein Mann sein, ich will da niemanden beleidigen. Aber ich würde sagen, wir ruhen uns mal ganz kurz aus. Jetzt muss ich gerade noch mal schauen, wie das genau gegangen ist. Wie ist das nochmal gegangen, dass ich da meine... Mann! Ich habe gerade völlig vergessen, welchen Knopf ich muss drücken, um zu schauen, wie man das Zeug kann abändern kann. Ich fühle mich... Ah! Genau so, alles klar. Oh, wo ist jetzt das Stadtwappen an? Haben wir denn das jetzt nicht da drinnen? Okay, schauen wir mal schnell ins Inventar. Da Stadtwappen, Steinplatte mit dem Wappen von Heilandsnest Hauptstadt. Hat eine Hervorhebung auf der Rückseite, die in eine Öffnung passt. Okay, das heisst, es wird irgendeine Art Schlüssel sein, den wir momentan bekommen haben. Aber für was genau, wissen wir jetzt nicht. Da ist der Weg versperrt. Und daher würde ich sagen, sprechen wir doch mal ganz kurz mit dieser lieben Madame. Oder mit dem lieben Herr. Schneckenschamane. Oha, wer kommt aus der Dunkelheit? Geschlichen. Oh, du siehst aber ernst aus.
ein seltsames, leeres Gesicht und ein fürchterliches aussehende Waffe. Etwas sehr Wichtiges führt dich in die Leiche Heilandsnest, aber ich werde dich nicht danach fragen. Bist du vielleicht zu mir gekommen, weil du meine Hilfe benötigst? Mehr Worte brauchst es nicht. Freund, ich werde dir ein Geschenk machen, einen kleinen Zauber, den ich selbst erschaffen habe. Passt genau zu deinem kleinen Knirps, wie du. Oha. Okay, es sieht ganz nach aus, als würden wir da irgendetwas erhalten. Okay, wir sind einfach ohnmächtig umgekehrt. Was ist jetzt los? Konsumiert Rachegeist. Drücke kurz Kreis, um den Geist zu fesseln. Zauber verbraucht Seele. Fühle Seele wieder auf, indem du den Gegner angreifst. Okay, alles klar. Wir haben jetzt gerade einen Schuss erhalten. Und jetzt sind wir gerade ohnmächtig auf der anderen Seite aufgewacht. Hallo? Wollt ihr mich jetzt gerade komplett verrippeln? Oho, endlich bist du aufgewacht. Ich muss mich entschuldigen, ich hätte dich wohl vor der Kraft des Zaubers warnen sollen. Ich habe dich gewacht, während du geschlafen hast. Und ich bin wohl selbst eingenickt. Ohoho. Nun, da wir wach sind, wollte ich dich um einen kleinen Gefallen bitten. Nicht im Gegenzug für das Geschenk, versteht sich, sondern einfach, weil wir jetzt Freunde sind. Je, wir haben einen Freund. Weißt du, eine schreckliche große Bestie hat sich im Herzen dieses Tempels eingenistet. Welche Respektlosigkeit. Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du gehen und sie für mich erschlagen könntest. Es ist ein hartnäckiges Geschöpf, aber mit deiner neuen Kraft wird es dir nicht gewachsen sein. Viel Glück mit diesem kleinen Gefallen, mein Freund. Ho, 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 ho. Also die hat uns jetzt einfach ohnmächtig blöd auf die andere Seite gelegt, damit wir ein Monster für sie erledigt. Aber dafür haben wir eine gemeine Kraft erhalten. Was ist los? Fragst du dich, was es mit diesem Tor zwischen uns auf sich hat? Ho, ho. Ja, das ist merkwürdig. Diese Tür wird sich erst öffnen, nachdem du die Kreatur im Herzen des Tempels erschlagen hast. Mach dir keine Sorgen deswegen. Ich bin sicher, die Geister meiner Urahnen werden über dich wachen. Ich finde das irgendwie ein bisschen frech. Ah, da ist nochmal der gleiche Text. Okay, alles klar. Ich finde das gerade ein bisschen frech. Die hat uns einfach, blöd gesagt, ohnmächtig auf die andere Seite gelegt. Wir haben den Rachegeist erhalten. Okay, mit dem sollen wir den Fall... Okay, nice, wow. Das heisst, wir können jetzt auch Gegner abballern, aber das kostet uns selbstverständlich auch Seelen. Jetzt müssen wir immer schauen, dass wir es abwägen können, ob wir uns heilen wollen. Oh, was ist das für ein Viech? Okay. Irgendein komisches Vieh, das uns auf uns zurollt. Ich sage, wir füllen jetzt gerade mal unser Leben auf, und wie wir sehen, brauchen wir halt momentan eher Geister zum Leben auffüllen. Damit wir das immer abwägen können, was wir am besten einsetzen würden. Komm ich... Jawohl. Dann versuchen wir in dem Fall mal da erkunden, was für ein Monster sie da auf uns auf dieser Seite erwarten und sie von uns verlangt mir, dass wir das erledigen. Okay, nice. Im Fall da abwärts. Ich mache mich da ganz langsam vorwärts. Das Ding rollt auf uns zu, okay. In dem Fall machst du nicht mehr als den auf uns zurollen, das ist natürlich gut zu wissen. Gut, die haben wir jetzt auch schon gut im Griff, jetzt wo ich weiss, was ihr vorhabt. Da oben wartet nochmal so ein komisches fliegendes Viech auf uns. Aber die kennen wir ja schon, die sollten wir super hinbekommen. Nice. Da haben wir auch gerade nochmal eins. Oh nein, die Taler. Komm, für die Taler kommt gerne nochmal eins. Aber auch wenn es nur einen ist, haben wir schon wieder 550 Taler zusammen. Das heisst, wir könnten uns dann mal schauen, dass wir nochmal ein paar Sachen einkaufen. Okay. Bis jetzt schlemmen wir uns wirklich gut durch Hollow Knight durch. Also ich würde behaupten, beim ersten Mal, als ich das durchgespielt habe, ist mir das einiges schwieriger gefallen. Ah, da hätten wir nochmal so eine Position zum Dings auffüllen. Aber die Frage ist jetzt eher, was wartet da unten? Ah, da unten wartet eher der Boss, was ich gemeint hat, das komische Viech auf uns. Das haben wir ja, glaube ich, schon mal kennengelernt. Das schießt irgendwelche Flammen auf uns zu. Das heisst für mich, ich kämpfe mir jetzt erst mal den Weg frei. Mit dem Schuss können wir in dem Fall das Monster besiegen. Stimmt, das hat sich auch immer so komisch zusammengerollt, wo wir es schlagen wollten. Komm an, da bin ich. Ah, du gehst jetzt da abwärts, aber ich wollte dich vernichten. Ich wollte die Taler von dir. Bedeutungsweise, das heisst, wir haben jetzt eigentlich die Fähigkeit, um uns den anderen Weg auch frei zu kämpfen, den wir schon mal entdeckt haben. Also, wenn wir mal ganz kurz auf die Karte schauen, wir sind da völlig in einem Gebiet, das wir nicht kennen. Das ist so eine Stelle, wo ich zusätzlich Leben erhalte. Das sage ich selber natürlich auch nicht nein. Die Seelen sind vorne, aber das Problem ist, da oben habe ich jetzt einen Weg, wo wir uns eigentlich durchschlingeln können. Die Frage ist jetzt, ist das da unten der Boss, den sie gemeint hat, oder da oben der Boss, der uns weiterführt zu dem Boss?
Kommen wir denn da nochmal drauf? Das ist jetzt eine gute Frage. Wenn wir da runtergehen, würden wir natürlich da unten ankommen. Der Weg würde uns dann da hinten führen und dort oben würde uns der Weg nach oben führen. Die Frage ist jetzt, wenn wir den Weg da rauf probieren oder ab. Ich würde sagen, wir probieren es jetzt gerade mal gegen das Münsterli. Sonst können wir ja schauen, dass wir uns den Weg nochmal frei kämpfen. Okay, Bedeutungs... Ah, du schiessest jetzt andere Sachen. Du schiessest jetzt so Viechli auf uns. Hey, aber nein, gegen dich stirb ich jetzt nicht. Vergiss den Fisch. Okay, alles klar. 3 Schüsse brauchen wir, um das Viech zu erledigen. Jetzt ist mir gerade Bammel zu kommen. Jetzt wollte ich wirklich nicht sterben gegen das. Seelenfänger haben wir bekommen. Was ist denn... Ah, jetzt kann ich das sogar wirklich auch ohne Bänkchen anschauen. Nice. Vom Schamanen genutzt, um das aus der Welt um sich herum mehr Seelen zu entziehen. Erhöht die Menge an Seelen bei einem Nageltreffer auf Gegner. Wir können leider jetzt nicht ausrüsten, für das müssen wir uns auf einem Bänkchen befinden. Jawohl, für das müssen wir auf ein Bänkchen drauf sitzen. Unten würden wir dann wieder zu dieser Madame durchkommen. Gut, in dem Fall ist es nicht das Monster gewesen, aber jetzt haben wir wenigstens noch etwas Zusätzliches erhalten. Nice, dann kämpfen wir uns in dem Fall nochmal den Weg ganz kurz drauf. Und dann wissen wir schon mal, wo es lang geht. Und wo sich der nächste Boss aufhält. Bis jetzt schlemmen wir uns wirklich nicht schlecht. Oh, dann ein Taler. So, das sieht auch richtig episch aus mit all diesen Totenköpfen, Schamanenköpfen, die sie da vorbereitet hat, die da drauf stehen. Genau, nochmal da unten durch. Die Karte wird uns jetzt eben leider nicht angezeigt. Für das müssten wir die Federn kaufen, die uns den Weg vorzeichnen, wo wir durchgegangen sind. So, da sind wir ja schon gewesen. Und da würde jetzt ein Weg weitergehen. Aber wenn ich mich nicht täusche, hat sie da oben auch einen Weg gehabt, nicht? Nein, in dem Fall ganz und gar nicht. Das heisst für mich, wir müssen uns den Weg weiter durchkämpfen. Ah doch, ja, da sind wir gewesen. Oh Mann! Völlig lost an dieser Stelle. Okay, ich würde sagen, wir füllen uns in dem Fall nochmal ein Leben auf. Da oben wartet nochmal so ein... Gut, das habe ich jetzt gut können so erledigen. Ich hätte jetzt nicht erwartet, ich habe gedacht, das rollt direkt nochmal los. Da hat es gar nichts. Und der eine sind wir, glaube ich, schon durchgegangen, jawohl. Ah, jetzt komme ich da nicht mehr auf, jetzt muss ich nochmal rundherum laufen, alles klar. Kann ich dich gerade nochmal schlagen? Nein, leider nicht, aber die Seelen haben wir wenigstens fast schon komplett voll. Und unsere Herzen sind auch komplett voll. Das ist natürlich ziemlich... Okay, ich komme da nicht rauf. Hä? Wir kommen da nicht drauf. Okay, ist es denn überhaupt der Weg? Vielleicht hätte ich lieber noch mal mit dieser Madame reden. Oh Mann, oh Mann, ich glaube, wie es aussieht, klappt das nicht. Ich gehe jetzt nochmal alles zurück und versuche mit dieser Madame nochmal schnell oder mit dem Herr das Gespräch aufsuchen. Es kann wirklich sein, dass das Monster war, was sie gemeint hat. Oha, es ist so also verbracht. Du hast die Bestie erlegt. Das arme Ding, es muss schreckliche Angst vor dir gehabt haben. Es war früher recht friedlich, aber die ganze ranzige Luft in der Höhle hat es mit uraltem Zorn erfüllt. Doch, du hast es getan, was getan werden musste. Bin dir dankbar. Wir wissen natürlich beide, dass du das ohne meinen Zauber nicht geschafft hättest. Oho! Und schon, schau, das Tor zwischen uns hat sich geöffnet. Oho! Du kannst es wahrscheinlich kaum erwarten, deine Reise fortzusetzen. Gehabe dich wohl und verliere niemals deinen Glauben, wonach du auch suchst. Es wird dich finden. Oho! Alles klar, hast du so schnell... Was zögerst du? Ich fürchte mehr. Fürchte, mehr bekommst du nicht von mir. Auch wenn du deine Hartnäckigkeit bewundere. Oho! Okay, das bedeutungsweise, wir haben da noch ein Monster besiegt, wie auch nochmal einen Zauber erhalten und den Schamanenstein. Ich würde sagen, den rüsten wir gerade mal aus, dass wir mehr Seelen erhalten. Das heisst, wir können auch mehr Seelen ausnutzen, wie auch mehr den Schuss brauchen. Und das wollte ich jetzt eigentlich gerade nicht machen. Bedeutungsweise, wir haben den Boss hier abgeschlossen und wir haben ja in dem Gang mit dem Lift zu nochmal so ein Viechli gehabt, wo uns der Weg versperrt war. Ich würde mal behaupten, dort würde es weitergehen. Da haben wir ja freigeschlagen. Wo kommen wir jetzt von da aus hin? Ah, betrachten. Tut mir leid, dass ich dich verpasst habe. Wenn du dich verlaufen hast, warum kaufst du nicht einfach eine Karte von diesem Gebiet in unserem Geschäft in Mistmund? Jetzt zu einem exzellenten Preis erhältlich. Gar nicht fair. Okay, in dem Fall hat er sich auf den Weg gemacht, weiterzugehen. Was für uns bedeutet, entweder machen wir uns jetzt mal an die Oberfläche oder versuchen dort nochmal anzukommen, wo sich das andere Monster aufgehalten hat. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich zeige es jetzt gerade mal ganz kurz. Es sollte eigentlich da gewesen sein. Jawohl, das war das Monster, das ich nicht vernichten konnte.
Aber jetzt spuckt es auch so komische Teile umeinander. Aber ganz ehrlich, an dieser Stelle würde ich sagen, das Ganze schauen wir uns in der nächsten Folge an, wenn es wieder heisst, eine kleine Runde Hollow Knight mit eurem Schweizer. Danke fürs Einschalten und bis dann. Ciao!